semble que le micro.
시작할게.
nummer zonder.
Altesse Royal, Herr Chamberspräsident Leif, Kolleginnen und Kollegen aus der Regierung, die Damen und Herren Deputéit, Leif Vertreter von der Magistratur, vom Staatsrat, von der Gemeinde, Leif Portdrapoen, Exzellenzen, Leif Matbiergerinnen und Matbierger. Haut feiern wir uns Land. Wir feiern uns Vergangenheit, uns Gegenwart und uns Zukunft. Ob Nationalfeiertag denken wir an die mich schwierigen Momente an unserer Geschichte, genauso wie wir auch als Erfolge zelebrieren. Die letzten Jahre waren von beiden geprägt. Von schwierigen Zeiten in Form von einer Pandemie, von einem Krieg, von Inflation, mehr auch von Solidarität, von Resilienz und Optimismus, mit denen wir zusammen das Krisen erfolgreich gemeistert haben. Wir haben auf dem Lauf von unserer Geschichte schon mehr wie ein Krieg bewiesen, dass wir zusammenhalten, wann Drobo kennt. Als Nationalidentität zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit durch. Wir haben als Volk immer bewiesen, dass wir Herausforderungen auch als Chance nutzen, für Transitionen auch erfolgreich anzupacken. Diese Identität ist auch fest verankert an dem, was man nennen, das Lützeburger Modell, die sich durch einen institutionalisierten noch Sozialdialog, stabil politische Verhältnisse und noch soziale Frieden zum Tabell einem halben Jahrhundert auszeichnet. 1975 als ein Tripartit-Konjunkturkomitee auch zusammen an das Leben gerufen ging, mit dem Ziel, neue Perspektive für tausenden Erbestrinnen an Erbeste auch zu finden, die hier Arbeitsplatz durch Stohlkrise zum Opfer gefallen sind. Man der kürzester Zeit hat uns Landet dem uns fertig spricht, unsere Ökonomie neu auszurichten, an dem es mir auch einen Finanzplatz aufgebaut haben, für so weiter Wohlstand nachhaltig auch können aufzusichern. Das nur dem Stahlindustrie
weil ganz Jahrhundert die ökonomische Entwicklung von unserem Land dominiert tun. Und wir sollen noch nicht vergessen, was wir dem Stohl heute Lützeburg war. Ein Drittel von unserem Land ist in Amerika gegangen, weil heute nicht genug zu essen war. Viele Leute tun das an unserer Geschichte vergessen. Auch heute, weil 50 Jahre nur der erste Tripartit ist, bleibt ein Sozialdialog auch ein einzigartiger Trumpf an der Erfolgsgeschichte von unserem Land. 3 erfolgreiche Tripartiten band eng Jahr schwätzen eng deutlichen Spruch, aber beweisen, dass wir zusammen alle Krisen meistern können. Ich assistiere auf den Zusammen. Das gilt auch für die Herausforderungen, mit denen wir auch heute und noch in Zukunft konfrontiert sind. Der Klimawandel, der Krieg in der Ukraine und Preissteuerrecht sind noch immer eine Realität. Wir stehen auf dem Neuz für eine enorme Transition. Wenn wir auch das Herausforderungen erfolgreich wollen umgehen, dann müssen wir die nötige Courage und noch die nötige Weitsicht behalten und uns zurück besinnen auf die Stärke vom Lützeburger Modell. Wir Lützeburger wissen, dass ein Krise ein Motor für Fortschritt kann sein. Der schreckliche Krieg an der Ukraine zum Beispiel hat einen direkten Impact auf unsere Energieversorgung. Gas und Ölquellen gehen als geopolitisches Druckmittel gegen Europa benutzt. Wir müssen uns aber nicht erpressen. Und wir sollen aus der Situation auch als Momentum auch gesehen für die Debatte notwendige Transition auf erneuerbare Energie zu akzelerieren und noch so den Klimawandel besser zu bekämpfen. Wir wollen das große Herausforderungen zusammen mit den Bürgerinnen und noch mit den Bürgern umgehen. Neben dem Sozialdialog und auch Bürgerbeteiligung bei großen politischen Fragen sind auch wichtige Schlüssel von einem erfolgreichen Haut. Das gilt auch für die Klimakrise, die uns alle Guten auch so geht. Schon heute spüren wir die Konsequenzen von der Erderwärmung in Form von Dürreperioden und noch Überschwemmungen. Die Vision von einer Zukunft mit properer Luft, erneuerbaren, aber bezahlbaren Energien und einer weiterhin höheren Lebensqualität als eine gemeinsame Verantwortung, die muss den nächsten Generationen schuldig sein. Heute auf Nationalfeiertag besinnen wir uns auch auf uns Werte. Wir leben zu Lützeburg an einem freien, an einem demokratischen Land. Wir sollen also sagen, dafür heute aber uns auch besonders bewusst sehen. Was für ein Privileg und eine Chance das, auf Frieden zu leben. Die Wichtigkeit von diesen Werten kriegen wir genau am Moment nicht ein Kaffee angehalten, weil wir gesehen, dass die Prinzipien, für die wir stehen, auf anderen Plätzen auf der Welt, also gut, am Teil von unserem europäischen Kontinent mit Face getrippelt gehen. Wir dürfen nie vergessen, dass das Werte nie selbstverständlich sind. Wir müssen sie am Alltag leben und noch verteidigen. Den Höchstpunkt am Kalender von all Demokratie aus der Organisation für freie Wahlen. Auch das ist nicht an all Land garantiert, das sich selber ganz oft dann als demokratisch am eigenen Namen bezeichnet. Zu Lützeburg organisieren wir das und nächstes Jahr am 12. Mai direkt 3 Wahlen. Gemengewahlen haben wir schon Hanadais, am Oktober des Jahr und am nächsten Jahr stehen schon bei den Europawahlen. Ob das wichtige Rendezvous wählen Bürgerinnen und Bürger, hier Vertreter auf lokalem, auf nationalem und auf europäischem Niveau. Das ist mir wichtig, auf dieser Platz, die vielen tausende Leute, merci zu tun, die mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass als demokratische Institutionen weiterhin gut funktionieren können. Diese Merci gilt nicht nur den Leuten, die durch ihre Kandidatur bereit waren, auch für ihr Gemeng an ihr Land politisch Verantwortung und Willen zu überholen. Es gibt auch all den Leuten am Hintergrund. Sie wird die Freiwilligen an den vielen Wahlbüros oder die Beamtinnen und die Beamten, die in den Vorbereitungsarbeiten auch beteiligt sind. Ohne die hätten wir keine freie Wahlen organisieren können. Als demokratische Institutionen funktionieren und evaluieren zusammen mit unserer Gesellschaft. Mit unserer neuen Verfassung, die nächste Woche in Kraft tritt, garantieren wir, dass auch unser Grundgesetz Schritt hält mit der gesellschaftlichen Entwicklung. Die neue Verfassung ist ein Text von den Bürgern und für die Bürger, die aktiv an der Gesellschaft mit angebunden sind. Eine Premiere. Und das ist auch der Verdienst von der Chambre. Ich will von dieser Gelegenheit profitieren, für den Chamberspräsident auch ferner Ötche meinen diesen Respekt auch auszudrücken. Für die Arbeit, die hier zusammen mit den 50 anderen Deputierten, mit seiner Equipe an der letzten Jahr gelegt hat, die fertig spricht, dass ihr als erste Pouvoir nicht für ein Virus
an die Knie gegangen sind. A vielen anderen Ländern op der Welt ass während enger Pandemie die parlamentarisch Arbeit op Eis gelöscht gin. Net bei Eis, net zu Lützeburg. Wir hatten eine ganz kurze Etat de Krise, an dun huet all COVID-Gesetz die normale Legislativprozedur auch durchschlaf. An Chambre, Conseil d'État, an der Rapporteur perpetuell von diesen Texten huet et fertiggebracht, am Fond die parlamentarische Arbeit nie leihen zu lassen. Dafür, Herr Präsident, Herr Chamberspräsident, auch Member von der Chambre und vom Conseil d'État, ich will aus meinem tiefsten Herz auch merci sagen für euch und noch die Kippen an drun, weil dir steht 400 Leute, wir haben drun, das sind Beamten aus der Chambre und noch Mengen aus der Regierung an dem Conseil d'État. Ein ganz, ganz grosses Merci. Sie sind hilfreich über die Arbeit, die da fertig spricht und dass die demokratischen Werte heute zu Lützeburg hochgehalten sind. Lief Matbürgerinnen und Matbürger, für aufzuschließen, lasst mich auch ich alle gute Merci sagen. Die Solidarität, die auch die letzten Jahre gewiesen hat mich impressioniert, aber bestimmt mich nicht allein. Mir nicht just eng, mir direkte Purkrisen zusammen gemischt hat. Heute können wir endlich mit mehr Optimismus an die Zukunft auch blicken. Nationalfeiertag symbolisiert auch an einer gewissen Hinsicht einen Lichtblick, den uns auch aus schwierigen Zeiten Hoffnung gibt. Heute weisen wir uns als Land von unserer besten Seite, als Freiheit, als unabhängig und als solidarisch Volk. In diesem Sinn wünsche ich euch alle gut an ihre letzten, schönen und unbeschwerten Nationalfeiertag. Vive le Grand-Duc, vive la famille Grand-Ducale und vive Lützeburg. Monseigneur, Herr Staatsminister, liebe Ehrengäste, liebe Matbürgerinnen und Matbürger. Heute, op unserem Nationalfeiertag, sind es op den Tag genau 175 Jahre, dass die dämonische Repräsentanten vom Volk eine Verfassung angeholt haben, die als den echten Grund stehen von unseren demokratischen Institutionen angesehen kann gehen. Mitspracherecht, Freiheit, soziale Gerechtigkeit. Das wären 1841 Hauptforderungen vom Volk. 1841. Damals war Lützeburg ein Jungland mit ungewisser Zukunft, mitten an der industriellen Revolution. Es war eine Zeit von Umbruch und Unsicherheit. Damals sind Lützeburger zusammengerechnet, für das zu meistern. 2023 als Lützeburg eine stabil, pluralistisch und open Demokratie angebot an vielen europäischen und internationalen Institutionen. Und aber gibt es auch heute viel Gründe, nichts zusammen zu regeln. Und das merken wir auch. Mit Stolz gucke ich heute zurück auf die Entstehungsgeschichte von unserem Land und unserer ganz eigenen Lützeburger Identität. Eine Identität an Traditionen, die auch fest an unserer pluralistischen und modernisierten Konstitution verankert sind, die nächste Woche in Kraft tritt, an eng von den demokratischsten an der Welt ist. Sie ist ein Ausdruck von unserer Stabilität. Aber
wie früher, leben wir in einer Zeit von Umbruch und Unsicherheit. Auch heute regeln wir nicht zusammen. Zumal, wenn es kompliziert geht, als Konsenskultur als echter Reflex an uns stärkt. So wie die vielen Tripartiten an den letzten Monaten der Jahre das weisen. So wie wir das auch während der Pandemie bewiesen haben. Und so wie wir eine determinierte Solidarität weisen mit der Ukraine. Und so hautnahe Krisen wie in den letzten Jahren so nah, und gleichzeitig so global, da gibt es etwas, wo ich stolz drauf bin, dass hier am Land nicht sein kann, das nämlich passiert wie früher. Wir rufen noch mehr Freiheit, noch mehr Rechte und Gerechtigkeit, da wo auf anderen Plätzen an der Welt oft mehr Repression und mehr Oppression als Antwort kommt. Wir wissen, hier am Land, dass man nicht just eine Krise nur der anderen oder lauter Krise bei den Nähe bekämpfen müssen. Ganz am Gegenteil. Wir gucken über Krisen heraus, sie sind nicht unüberwindbar. Wir merken den Unterschied zwischen dem, was Krisen und dem, was Transitionen sind. Aus Krise kann lernen. An Transitionen kann mitgestalten. Wir denken, du willst heute auch nicht über deine Umwelt an Platz für Mensch daran. Du willst keine Angst für technologische, digitalen und industrielle Veränderungen. Gerade weil wir uns auch da froh für den Platz für Mensch stellen. Platz für Mensch, das ist auch die Zukunft von Lützeburg. Krisen und Transitionen werfen immer die Frage auf, was die muss erhalten und was die muss ändern. Zu Lützeburg wissen wir ganz genau, was wir müssen erhalten. Als Werte und Traditionen, als sozialen und wirtschaftlichen Modell, als Pluralismus. Wir wissen noch, was wir müssen ändern, für dass wir das erhalten können, was uns wichtig ist. Wir müssen den Jungen mehr luisteren, die Umwelt mehr respektieren. Überall und mit Leuten aus ganz Europa und der ganzen Welt zusammen schaffen, neue Ideen umsetzen, für nie an den Stillstand zu kommen. Und immer zusammen regeln, wenn es drauf ankommt. Wir wollen bleiben, was wir sind. Und für das zu bleiben, was wir sind, haben wir keine Angst, es immer neu zu erfahren. Dafür können wir mit Gewissheit und Zuversicht an Zukunft gucken. Wir verteidigen das alles mit Herz und Seele. Das ist uns das Land, für das wir geben, hat nicht in alles von. So steht es an unserer Nationalhymne. Seit 100 Jahren ist auch die Gelle Frau ein Symbol dafür, für nie davon zu vergessen, die für uns Freiheit brüchen. Auch wenn es der Gelle Frau verstehen wir, welches Sacrifice das ukrainische Volk im Moment möchte. Als Royal, die Damen und Herren, wir regeln hier am Land zusammen, wenn es darauf ankommt. Und wir wussten dadurch, ohne aber als Differenzen und auch als Meinungsverschiedenheiten zu unterdrücken. Sie merken es eben gerade zusammen, mehr stark. Ich wünsche euch alle gut, dass die Freiheitssonne über die wir zu Lützeburg
aber an der Europäische Union Tamtalen nach lang 4 Uhr blinkt, an noch geschwind an der Ukraine opgeht. Vive Freiheit, Gerechtigkeit an Demokratie, vive de Grand Duc als großherzogliche Familie, vive Lützeburg, a vive Europa.
Weil Ehre lo Leute, die an ihrem Leben Besonderes gelegt haben, die sich an den Dienst von anderen Menschen, von der Allgemeinheit der Gesellschaft, auch von unserem Land auch gestaltet haben, und das auch oft über uns Grenzen. Den Anfang möchte ich eine Person, die wir alle gut kennen, aber am Anfang nicht so gut kennen, wenn ich die Info mitgeben. Das ist nämlich den Herr George Christen, den wir alle so gut kennen als der starke Mann, der Telefonsbücher gerne zerrabt. Aber 1982 hat er mit nicht mehr 19 Jahren den nächsten Weltrekord nämlich gekriegt, und der hat insgesamt 26 realisiert. Seitdem sind die hier am Land, war über die Grenzen NRW, für die Republik zu begeistern. Mit das, was ganz viele Leute nicht wissen, ist ein Engagement am Benevolat. Und am Ganzen viele Jahre, vor allem bei der Caritas. Für rund 16 Jahre gründen viele Leute, die aus schwierigen Lebenssituationen sind, ein gratis Muskulations- und Sportprogramm. Rund 100 Leute haben all Jahr beim Programm Rebuilding mitgemacht. Und so durch den Sport ein neues Lebensgefühl können entwickeln. Partizipanten fanden aber auch durch den Sport Energie und den Courage, für das Problem am Alltag noch besser umzugehen und so an der Gesellschaft auch Fuß zu fassen. Solidarität und Vertrauen an ihre Umwelt sind einer wichtigen Werte, die die Partizipanten immer weiter vermittelt. Die Initiative hat so großen Succès, dass für 7 Jahre eine weitere Professionalisation unumgänglich wäre. Lo, wo dir an ihrer Pension sieht, an der Succession garantiert das, bleibt ihr aber als Freiwilligen ein wichtiger Appui auch am Alter für Rebuilding von der Caritas. Herr Christen, für ein Engagement am Benevolat zeichnet der Grand Duc ich mit dem Officier am Ordre de la Couronne de Chêne aus. Ich bin lo eng Person op Bühne zu kommen, die am Anfang noch ganz am Anfang von ihrer Karriere sind. Normalerweise sind das nicht die man direkt dekorieren mir aber für eng speziell Ursache. Ich bin den Herr Leandro Barrero Martins op Bühne zu kommen, die nach ganz am Anfang, wie gesagt, von seiner Karriere ist, aber schon ein Ambassadeur für uns Land ist. Und das ist immer besonders flott, wenn ihn auch ganz jung hat als aufgrund vom Anfang von seinen Werten und noch vom Engagement zu einem Vorbild können gehen. Sportlich hat ihr schon ganz viel erreicht, durch ihre Serieux, ihren Ansatz und natürlich mit viel Talent. Nicht nur an ihrem Club, aber auch an der Nationalequipe sind die so ganz schnell zu einer absoluter Identifikationspersönlichkeit geworden. Als sympathischen, immer fairen, posierten, reflektierten Sportler sind die ganz sicher, ganz natürlich zu einem privilegierten Partner von der nationaler und internationaler Presse auch gehen. Weil ich, wie gesagt, aber besonders auszeichnend als ihre Vorbildfunktion. Die für die Jung an uns alle guten Hut. Das ist ein größten Teil von ihrer Persönlichkeit, an ihrem Engagement. Für die Erfahrungen auch und die Jungathleten, an die Jungleute auch weiterzugeben. Für allem auch an schwierige Situationen. Sie weiß, dass das möglich ist, auch mit viel Einsatz, mit Begeisterung und mit Fairness. Auch sind Ziele, ganz viel Erfolg am Sport zu holen. Wir wünschen euch alle Guten ganz viel Chance für eine erfolgreiche Karriere, schon in Deutschland konsideriert wie eine von ihnen ganz großen. Also mir merci für den Parcours von den letzten Jahren, an dem den dir als Wert viel geliefert hat, die eine Gesellschaft mehr lebenswert auch machen und deutlich auch noch viel bringen. Der Grand Duc zwischen Herr Leandro Barrero als Chevalier am Ordre de la Couronne de Chêne dafür aus.
ich muss lo so den Herr Oetsche sozial war sie de Vierbild für ganz viele Junge auch bei mir daheim. Und hat man 23 Jahre hat meine Mama mir nach die gesagt gehört. Ich gebe dann Madame Christian Kremer auf Bühne, wie eine Frau, die alle Menschen, die sich für Kultur interessiert, auch nicht interessiert, aber auch zu Lützeburg kennt. Sie hat nämlich die letzten 4 Jahrzehnte Lützeburger Kulturszene matt geprägt. Madame Kremer, als viele von uns bekannt, als Kulturjournalistin, sie hat auf der Television, dem Radio oder auch im Internet. Kultur und Kunst braucht engagiert Journalistinnen und Journalisten wie ich, für brede Publikum auch zu informieren, und vor allem auch zu begeistern. Kunstkritik als fundamental für die Kultur noch viel zu bringen, an hier Inhalte auch zu vermitteln. Das Rolle hat Madame Kremer 1985 mit Brio erfüllt und noch an den ersten Monat von ihrer Pension bleibt ihr weiterhin eine regelmäßige Ambassadrice von der Kultur heute zu Lützeburg und noch darüber hinaus. Madame Kremer war auch selber aktiv, sie hat am Theater oder auch am Kabarett, auch als Schriftstellerin, und die nicht nur selber geschrieben, sondern übersetzt und noch publiziert. Ihr Engagement für eine open und tolerante Gesellschaft war eine von den größten Motivationen auch an ihrer Arbeit. Bücher und Publikationen für Kinder sind noch immer ganz zentral an ihrem Weg gewesen. Der Grand Duc überreicht für all das Verdienste, der Madame Kremer den Offizier am Ordre de la Couronne de Chêne. Ich spiele den Herrn René Elvinger auf Bühne, den 1976 als ersten Employé bei der Heitscher Entreprise CBU gefangen hat. Eine Entreprise, die sich für allem als hoch spezialisierte Fournisseur von der Autosindustrie auszeichnet. Über 700 Leute sind heute zu Stesel beschäftigt und über 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf 12 Produktionsstandorte weltweit. Ganz jung hat die auch die Direktion von der Firma zu Lützeburg überholt und über 30 Jahre kontinuierlich ausgebaut. Nicht gezeigt hat den Herr Elvinger am Jahr 2011 für die kompletten CB-Group zu überholen. Am Center dem gehen alle Decisionen auch heute zu Lützeburg geholt. Am März des Jahres hat die sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, bleibt aber weiterhin ein ganz wichtiger Stein von ihrem Betrieb. Auf 40 Jahren bleibt er auch ihr Engagement am Benevolat, auf allem für die ELA-Generationen. Als Gründungsmember vom Pflegeheim Elysis von über 20 Jahren engagiert, die ich heute noch als Member Verwaltungsrat am Tresorier. Für ihr Engagement über bald 5 Jahrzehnte für uns Industrie heute zu Lützeburg überreicht der Grand Duc dem Herrn René Elvinger, der Kommandeur an der Couronne de Chêne. Ich spiele als nächste Person, eine Person, die Bühnen aus ihrem Leben gut kannte, das ist Monique Mill. Eine lange Aktivität am Theater und noch am Kabarett, die ich gut kennt. Seit 2 Jahrzehnten engagiert die ich aber mit ihrem Komitee am Benevolat von Amikal vom Sipa Howald. Gerade für den Howald gehen es Amikalen an ganz vielen anderen Altersheimen. Viele Freiwillige engagieren sich so am ganzen Land, all der für das Wohl der Pensionären, und das immer Hand an Hand mit dem Personal. Die organisiert Ausflüge als Hochtien, am Doktor, auf Feuer, am Schiff auf der Mosel, feiert Geburtstag, Mammen und Pappen, der Sommerfest, Kaffeestuf und vieles mehr. All die Aktivitäten bereden den Leuten viel Frieden und noch viel Aufwieselung. Durch all diese Präsenz, Gespräche und Trost sind Amikalen ein zusätzlicher Steib zu der professionellen und aufmerksamen Hilfe auch vom Personal. Rezetten aus Donen von der Familienmanifestationen, Memberskarten erlauben ihr bei wichtigen Ausschaffungen für das Haus auch mitzuhelfen. Wir sollen dafür heute all die Volontäre, merci, die sich an ihrer Freizeit für die Altersheime an ihre Bewohner einsetzen. Es ist ein Engagement für eine Gesellschaft, wo kein vergisst wird, wo jeder auch seinen Platz hat
an een für den anderen do ass. Stellvertretend für all die Volontären an die unbekannte Seite von der Madame Mille, iwwerrecht de Grand Duc der Madame Monique Mille, de Kommandeur an der Couronne de Chêne. Als nächsten nehme mir den Herr Calvin Josué Alvaro Olivia. Ein Matbierger, der für sein außergewöhnlichen Zivilcourage ausgezeichnet wird, und nicht gezeigt, für sich selber am Vorgang vorzubringen, für einen anderen Menschen, den er Lebensgefahr war, auch zu assistieren. Du hast am November 22 nicht gezeigt, wie die als Ersten auf Platz von einem schweren Accident kommen sieht, ohne die geringste Schutzausrüstung, wo die eine Person aus einem brennenden Auto befreien können. Die selber hat sich dabei selber schwer verbrannt und hat mich später auch am Spital behandelt gehen. Durch ihren Zivilcourage sind die für uns alle guten Vorbild. An unserer Gesellschaft ist wichtig, dass ein dem anderen hilft. Die sieht dabei sogar groß persönliche Risiken angegangen. Der Grand Duc überreicht für sein Zivilcourage dem Herrn Alvarado Oliva Médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement envers moi. Herr Chamberpräsident, Herr Staatsminister, Leif Ehrgächt, Leif Matbierger. Für knapp 4 Wochen haben wir 100 Jahre von der Güllefra gefeiert. Das war für das Land und für mich ein ganz wichtiger Moment. Denn Klaus Cito sein Werk als über die Jahre zum Symbol von der Resistenz gehen. Resistenz geht all für sich als Grundfreiheiten, also Rechtsstaat, als territoriale Integrität, ja als menschliche Dignität hervorzustellen. An der Resistenz hoffentlich wird weiter an uns leben, für das wir immer die richtig Antworten fanden auf die Fragen, die Zukunft uns stellen wird. Wir haben die Pandemie Hanadais gelost. Aber nicht vergiss, für allem haben wir die viel Leid nicht vergiss, die uns zu frei verloren haben. Und auch nicht all die, die geholfen haben an enger, schwerer Zeit. Am Mai des Jahres waren es 175 Jahre, dass die Verfassung von 1884 geschaffen wurde. Zu Ettelbreck als demals de Grundsteden gelöscht gehen für als Demokratie. Wir haben seitdem vieles überstanden, aber die Basis von den demokratischen Strukturen konnten wir verteidigen und aktualisieren. Eine Verfassung als ein Lebensdokument muss ihrer Zeit angepasst gehen. Nur enger langer Vorbereitung
gëtt sie dësen 1. Juli an enger neier Form präsentéierten. All Recht, dat mir als Bierger hunn, ass an enger demokratischer Gesünnung mat enger Pflicht verbonnen, eso och wählen zu goen. Mi hunn déi Grochance an engem Land zu liewen, wo jidereen se Mengung ka freisoen an d'Gesellschaft mat gestalten. Dëst Jor as e ganz besonnecht Jor, well mer Gemengewahlen a Chambewahlen hunn. Näicht ass manner selbstverständlich wie de demokratisch Väter und déi mir mëtleweil gewinnt sinn. Russisch Aggression géint d'Ukraine ass do vun der eng tragisch Illustration. Hei geet net nëmmen Territoiren, méi eise Gesellschaftsmodell. Dofir stim mir weiter mat eise NATO-Alliierten an europäesche Partner und der Seit vun der Ukraine, wéi och un der Seit vun all denen, déi Urstatwelt Demokratie an Mënscherechter oprecht erhalen. Nëmmen war mir an Europa an der UNO weiter zu summen hallen, eis fir eis Väter ersetzen an engem internationale Kader, mir eng Chance weiter am Frieden zu liewen. Dat der sorte Sinn vum neuen Artikel 5 vun eiser reviséierter Konstitution. Zu Lützeburg hun mir eng besonnech Verantwortung, well eis Gesellschafts méi international a méi multikulturell ass wie irgend eng aner. Mi hu geléiert, all ze summen ze liewen an ze schaffen. Genedat erstärkt vun eisem Land, an net eng Gefor wéi verschiedener dat behaupten. Zu summen mat de Grand Duchesse warch fir o kurzem zu Metz an zu Lonkech, wo mir lieft hunn, wéi eng a freundschaftlech als Relationen mat eise nopre sinn, a wéi wichtech als wirtschaftlech Integration an der Großregion fir eis alle Guten ass. All die Leid, die alldach op Lützeburg schaffe kommen, an dacks e lange Weh dofir opzeschulen, drohen dazu bei, dass ganz Region sich positiv entwickelt. Ich so hinnen all e große Merci dofir. Leif Matbierger. Mir hunn seit dem Krieg an der Ukraine viele Efforte gemacht, für Energie zu spuren, also nachhaltig zu gestalten. Der Klimawandel ist kein Fatalismus, mit Resultat von unserer Lebensweise. Dafür müssen wir so sehr wie möglich von fossilen Energie als trennen, an Interessen mehr nachhaltig leben. Das bedenkt einen gewissen Konsens hier am Land an auch an der Welt zu schaffen. Wirtschaftlich Nowehe vom Krieg an der Ukraine lascht weiter auf ganz viele Länder. Auch zu Lützeburg sind Prekarität und Armut ein Thema. Wir müssen uns solidarisch weisen, a jeder engem helfen, für das als Gesellschaft weiterhin zusammenhält. Nëmmen eng inklusiv Gesellschaft als auch eng stark Gesellschaft. Leif Matbierger. Jo als Welt steht für großen Herausforderungen. Wir sollten aber auch nicht vergessen, wie schön an einzigartig unser Planet ist. Grand Duchesse und ich hatten das Jahr die Großfried, de klengende François an unserer Familie zu begrüßen. Wenn eine so ein Puppelchen am Arm hält, ist sich mehr bewusst, dass wir all Verantwortung drohen, für die nächsten Generationen eng Welt zu handeln, wo die Umwelt nachhaltig respektiert wird, als sie am Frieden miteinander leben können. An dem Sinn wünsche ich euch alle Gute, mit der Grand Duchesse und unserer Familie,
e schöne Nationalfeiertag. Vive Lützeburg, vive Europa!
Ist nicht